Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal zur Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalfinale. Ich habe gerade gesehen, das ist eine ganz wilde Aufstellung da. 2 Spieler, 2 Trainer und what the hell? Es geht auch einfach los mittendrin. Ich weiß auch nicht. Wir gehen rein. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und Leute, rot-weiße Herzen will ich in den Kommentaren sehen. Abfahrt. Natürlich. Natürlich ist der König da, oder? Wer sonst? Weil Manuel Neuer ist verletzt, also die Kapitäne wahrscheinlich, oder? Sie sind so ein bisschen, hätte ich fast gesagt, das Gegenteil. Sie waren noch nie beim Finale, weder als Spieler noch. Ich weiß nicht, was das für eine Konstellation ist. Ich weiß auch noch nicht, wie ich es finden soll. Es gibt keine Anmoderation, oder? Es liegt wieder an der FC Bayern-Seite. Vielleicht hätte ich auf DFB als gucken Trainer. sollen. Was Keine verbinden Ahnung. Sie so mit diesem Spiel morgen sportlich, aber auch atmosphärisch? Deutsche Finale stimmt, andere Finale schon. Aber es ist immer lustig natürlich, bei Bayern sagt man, wir waren noch so lange nicht mehr dabei, 6 Jahre. Ich habe meine erste FA Cup in England gewonnen, das war für 40 Jahre, dass die nichts gewonnen hatten. Und dementsprechend, das bleibt einfach ein historischer Moment, wenn man diese Pokal in die Luft stehen kann. Also das hat letztes Jahr... Pokal ist Pokal, Alter, ja. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie man dem Pokal keinen Stellenwert geben kann. Ich weiß nicht, ob es unter euch welche gibt oder so. Für mich hat ein Pokal einen richtig großen Stellenwert. Ja, Pokal ist ein super Wettbewerb. Gerade mit einem Spiel, K.O.-Runde, gerade mit den vielen Amateuren, die in den ersten 2 Runden dabei sind. Freut mich riesig, ja. Und ich freue mich schon auf die neue Saison, weil dann sehr wahrscheinlich mit ein bisschen Glück noch 2 Spiele mein Heimatverein zum ersten Mal im DFB-Pokal dabei ist. Das wäre wild. Und aktuell sieht es gut aus. Sogar in die Regionalliga aufsteigt. Immerhin. Immerhin viertklassig dann. Stuttgart gelungen. Und dieses Erfolgserlebnis möchten wir auch haben diese Saison. Unsere ganze Mannschaft spricht über dieses Pokal schon seit dem ersten Tag im Training, vom Gefühl her. Und deswegen glaube ich, dass von Bayern München totale Wertschätzung gibt für dieses Pokal. Und wir wollen den wieder nach München bringen. Da haben mindestens die beiden, die hier links von meiner Seite sitzen, was dagegen, gehe ich mal von aus. Atakan, ne? Also du willst ihn auch mit nach Stuttgart, ihr wollt ihn auch mit nach Stuttgart nehmen. Was müsst ihr da für morgen in die Waagschale werfen? Ja, mit nach Stuttgart nehmen oder vielleicht auch in Stuttgart den direkt zu behalten. Wir wissen, was auf uns zukommt morgen. Die Mannschaft gegenüber heißt Bayern München. Und ich habe es ja schon gesagt im Taktikfuchs. Wenn die Stuttgarter ihre Eier finden, kann es ein interessantes Spiel werden. Ansonsten nicht. Da musst du natürlich immer, ich sage mal, extra eine Schippe drauflegen, was die Motivation angeht. Ich glaube, da brauchen wir nicht sehr viel. Das war spätestens nach dem Abpfiff in Freiburg klar, dass wir auf Bayern treffen werden. Deshalb, wir sind sehr, sehr motiviert und wollen das Ding am liebsten, wie gesagt, in Stuttgart behalten. Herr Hoeneß, was muss passieren, damit der Pott in Stuttgart bleibt morgen? Ja, eine außergewöhnliche Leistung. Das ist das, Eier, wir brauchen Eier. was wir uns vornehmen. Das ist das, was du brauchst, was du immer brauchst gegen die Bayern. Aber wir haben Blut geleckt. Das sind die Worte, die der Atta vor einem Jahr circa gesagt hat, nachdem wir den Pokal gewonnen haben. Und ich glaube, das war auch spürbar in der Pokalsaison, die wir jetzt gespielt haben, die turbulent begann, aber dann recht souverän eigentlich bis ins Finale geführt hat. Und jetzt sind wir hier und haben eigentlich das schönste Spiel, das du haben kannst gegen die beste Mannschaft in Deutschland. Definitiv eine der besten Mannschaften in Europa und darauf freuen wir uns. Die Rahmenbedingungen sind relativ einfach, ne? Rekordpokalsieger gegen den Titelverteidiger. Darauf können wir uns morgen alle freuen. Und wir werfen aber auch noch mal einen Blick auf die Bilder, die ihr zustande gebracht habt während dieser Saison. Und wir starten mit dem Weg ins Finale des FC Bayern München.
Was ist das denn für eine PK hier? Kann ich doch gar nicht hochladen, das Video, Alter. Es ist eine denkwürdige Saison des FC Bayern. Nach 6 Jahren steht der DFB-Pokal-Rekordsieger wieder im Finale. Hier kommt der Weg der Bayern. Wir sehen jetzt nichts, oder was? Was ist das hier? Was ist das für eine PK? Den Auftakt hatten sich die Münchner sicher einfacher vorgestellt. Beim Drittligisten Okay, SV Leute, ich Wien spule das vor. Ich hoffe mal, hatten die sind schon Bayern fertig damit. Junge, Alter, was ist das, ey? Woran ihr euch so speziell erinnert an diese Pokalsaison? Du darfst gerne. Die haben richtig Bock auf den Mist da, oder? Was soll das denn? Was ist das? Ich verstehe es nicht. Was soll das hier? Was ist das für ein Format? Junge, mach eine PK und... Nein, also morgen ist, es geht alles über, was morgen passieren muss auf dem Platz. Ja. Was soll das? Super geantwortet. Super. Schließt du nicht direkt an? Ja, man sieht schon, dass der Weg dahin nicht so einfach war, aber generell ist der Weg für morgen nicht mehr relevant, nicht mehr entscheidend, sondern es wird morgen entschieden. Gegen den VfB Stuttgart, und da schauen wir uns euren Weg auch nochmal an. Junge, Alter, ich krieg zu viel. Die haben die einen an der Murmel, Alter. Ja, für mich ist es natürlich die 119. Minute des Halbfinals. Ich glaube, das war schon ein besonderer Moment für uns. Genau, den würde ich nennen, wenn ich einen nennen müsste. Junge, die haben alle keinen Bock auf diesen Rotz. Was ist das? Ich kann es gar nicht fassen, Alter. Ich dachte, ich komme jetzt hier rein, ich kann eine schöne Bayern-PK machen, schön nochmal ein bisschen Stimmung aufbauen für morgen und dann sowas hier. Ja, okay, gucken wir uns mal den Weg ins Finale an. Und was war denn ihr schönster Moment? Und Junge, die machen das hier gerade, also geht es hier um eine Weltfußballerwahl oder was? So, und ihr habt natürlich völlig recht. Jetzt werfen wir tatsächlich den Blick nach vorne und the floor is yours. Eure Fragen gerne. Halleluja, Alter. Meine Güte. Ja, keine. Können wir da gehen? Guten Abend, eine Frage an beide Trainer. Jetzt lassen wir mal das Supercup-Endspiel zu Beginn der Saison außen vor, aber die beiden Ligaspiele 4:2, 5:0, das war, glaube ich, auch der höchste Sieg, den der FC Bayern jemals gegen Stuttgart eingefahren hat. Inwiefern spielen diese beiden Spiele bei der Vorbereitung eine Rolle? Ist das Keine Rolle spielen die. Die spielen keine Rolle. Das ist ein Spiel um einen Titel. Ja, und wenn wir beide Spiele 10:0 gewonnen hätten, das spielt keine Rolle. Außer, dass der VfB noch weniger Druck hat. So, weil er der klare Außenseiter ist. Ja. Nochmal, finden die Stuttgarter ihre Eier wieder von der letzten Saison, dann wird es ein sehr, sehr interessantes und ein sehr, sehr schwieriges Spiel, weil sie eigentlich genau die Waffen haben, die unsere Schwächen auflegen und die uns wehtun können. Ja. BBC. in den Köpfen oder blendet man das ganz bewusst aus? Gibt es da irgendwas, was man mitnehmen kann aus diesen Spielen, was für das Spiel morgen wichtig sein könnte? Ja, also generell handhaben wir das immer so, dass wir die Spiele anschauen, versuchen. Also wir haben natürlich damals die Spiele dann entsprechend analysiert und werfen dann immer noch mal einen Blick rein, je nachdem, wie weit sie auch zurückliegen. Das letzte lag nicht weit zurück. Ja, da haben wir es zumindest 30 Minuten geschafft. Sicher ist ein Learning, das wir aus diesem Spiel nehmen wollen, es einfach konsequenter zu machen über einen längeren Zeitraum. Aber ja, wir haben uns natürlich auch die Bayern-Spiele in den letzten Wochen auch angeschaut, nicht nur unseres, und ja, versuchen uns dort bestmöglich darauf vorzubereiten. Ja, als wenn die jetzt auch irgendwas sagen würden, was morgen für eine Taktik ist, oder was denkt man jetzt? Naja, wenn man 5-mal gegen Stuttgart Wir machen immer alles wie immer, wir machen Vollgas und passt. spielt, 5-mal gegen die gleiche Trainer und kennst du natürlich den Gegner sehr gut. Und wenn du alles aufzählt, was wir an Stunden
voneinander geschaut haben wahrscheinlich. Also jedes Spiel ist nochmal, vielleicht, weiß ich was, vielleicht fangst du an mit 6, 7 Spielen anzuschauen, dann hast du beim 5. Spiel, wie viele Spiele von Stuttgart schon gesehen. Und es sind eine Menge mehr, weil du schaust dann auch zurück auf deine eigenen Spiele gegen die Gegner. Und am Ende gibt es, wie Sebastian das gesagt hat, aus jedem Spiel einen Moment, wo wir glauben, wenn wir das weitermachen, dann können wir erfolgreich sein. Aber man kann natürlich auch sehen, wie die uns wehtun können. Und es ist immer eine Balance zu finden zwischen Lernen aus diesem Spiel, aber auch trotzdem immer deinen Weg gehen und versuchen, auch auf die einzelne Leistung, also von unseren Spielern, einfach da zu sein im Spiel morgen. Und ja, wir haben volles Vertrauen, dass wir das können, aber wir kennen auch, wie schwierig es ist, gegen diese Gegner aufzutreten. Hallo in die Runde. Jo, du hast nach dem Ausscheiden gegen Paris gesagt, dass ihr selbst in der Trippelsaison 2020 nicht so konstant, so dominant gespielt habt wie in dieser Saison. Wie groß ist jetzt morgen der Druck auf euch, dass sich diese Dominanz und diese Konstanz auch wirklich dann in Titel niederschlägt? Weil Meister seid ihr ja auch schon geworden, ohne dass ihr dominant wart in den letzten 10 Jahren. Ja, von außen betrachtet zählen ja natürlich immer nur die Titel, die Erfolge. Wenn man selber drinsteckt und jetzt die letzten 2 Jahre sieht und auch die Jahre davor sieht, ist es schon so, dass wir konstant auf einem hohen Level Fußball gespielt haben. Und natürlich willst du immer alles dafür tun, um den Erfolg bestmöglich zu beeinflussen. Und wir werden alles dafür tun, um das Spiel morgen hoffentlich zu gewinnen. Trotzdem mache ich eine Saison nicht an einem Spiel fest. Also das habe ich vor ein paar Jahren so gemacht. Da bin ich aus der Saison gelaufen und dachte, wenn wir das Double gewonnen haben, dann war das eine tolle Saison. Und wenn nicht, dann war die schlecht. Aber trotzdem sieht man auch den Weg dorthin. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir eine Mannschaft haben, die wirklich jeden Tag gern zum Training kommt, die Bock miteinander hat, Fußball zu spielen, wo jeder Spaß und Freude jeden Tag hat. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Vor allem in der Entwicklung für eine Mannschaft, aber auch für... Und ja, ich gehe da mit, ne? Wenn wir jetzt morgen das Pokalfinale verlieren sollten, wie auch immer, hier hoffen wir natürlich nicht, ändert es nicht daran, dass wir eine überragende Saison gespielt haben, dass wir einen riesen Schritt gemacht haben und eine gute Entwicklung genommen haben, ja. Aber es wäre natürlich schon so ein kleiner Wermutstropfen, wenn man dann sagt, oh, wir sind aus dieser überragenden Saison nur mit einem Titel rausgegangen. So, das gehört halt auch zur Wahrheit, ne? Aber natürlich ist da nicht auf einmal die ganze Saison schlecht oder so. Das ist natürlich auch Schwachsinn, ne? Rein persönlich, wenn man dann zurückschaut und sagt, boah, morgen habe ich wieder Bock, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Und ob wir dann gewinnen oder verlieren, kann man bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Aber ich bin weit davon entfernt, den Erfolg nur rein an Titeln zu messen. Aber klar, wenn man irgendwann nach 10 Jahren... Das kann er natürlich auch einfach sagen, weil er schon alle Titel zuhauf gewonnen hat, ne? Er sagt das immer so ein Harry Kane. der sagt dir, Josh, Kollege, jetzt aber mal ganz, ganz vorsichtig, was du jetzt erzählst. Ne? Mal ganz, ganz vorsichtig. Zurückblickt, dann will man so viel wie möglich Titel gewonnen haben und deswegen hauen wir morgen alles rein. Manuel Bonke. Anknüpfend an die Frage vom Kollegen Kumberger, wenn ihr jetzt morgen den Pokal gewinnt, ihr habt während der Saison begeistert, die Mannschaft ist gewachsen in der Champions League, leider gescheitert. Welchen Stellenwert, Jo, du hast es gesagt, der Titel bestimmt an der Säbener Straße irgendwie über Wohl und Weh. Wie wird die Saison dann bewertet? Ist es dann mit Pokal eine gute Saison? Ist es befriedigend? Jo, was ist das denn für eine verfickte Frage, Junge? Du hast 122 Tore in der Bundesliga geschossen. Du bist in der Champions League im Halbfinale gegen eine mindestens auf Augenhöhe spielende Mannschaft ausgeschieden. Mit ganz knapp wegen einem Tor. Ja, du hast kein gutes Rückspiel gemacht, richtig. Über was reden wir, Alter? Nochmal, selbst wenn wir den Pokal morgen nicht gewinnen sollten, ist es eine sehr, sehr starke Saison von uns gewesen. Ja, dann kann man sich vorwerfen lassen, dass man dann im Endspurt vielleicht ein bisschen Strecke liegen lassen hat, weil man dann gegen Paris das Finale verloren hat, dass man nicht ins Finale gekommen ist und den Pokal verloren hat. Klar kann man das dann sagen und kann das kritisieren. Ja. Das ändert doch aber nichts daran, dass wir in der Bundesliga 122 Tore geschossen haben, Alter. Wir sind eine Maschine dieses Jahr gewesen, offensiv. Ja, also, und was ist das jetzt für eine Frage? Ist es dann eine gute Saison?
Es ist eine überragend gute Saison, Alter. Was ist das für eine dumme Frage? Wie es Josh sagt, Alter, wir haben auf super hohem Level performt. Ja, wir haben ein Spiel gegen Augsburg verloren, Alter. Ja. Und ja, wir haben bei Arsenal London verloren. Ja. Haben ansonsten nochmal 5 Unentschieden in der Bundesliga gespielt. That's all, Alter. Ja. Über was reden wir jetzt? Was ist das? Junge, ich hoffe, da gibt es mal so eine klare Antwort drauf. Frage an den Bayern-Flügel nach dem Fazit. Ja, und natürlich weiß ich schon die ganze Woche, dass die Frage so kommt. Ne? Aber es ist eigentlich im Moment noch völlig egal. Also eine Saison bewerten jetzt, wenn wir morgen eine Finale spielen. Nein. Also was soll das dann heißen auch für die Gegner, für Stuttgart? Also Pokal gewinnen, gute Saison, Pokal verlieren, schlechte Saison. Also ich meine, Schwachsinn. eine Meinung wird es geben von allen, das bin ich mir überzeugt. Aber jetzt... Ja, meine Meinung habt ihr schon. Ja. Wie gesagt, für mich ist morgen der Pokal, wenn wir den Pokal gewinnen, ist es eine überragende Saison. Ja. Punkt. Gewinnen wir den Pokal nicht, ist es trotzdem eine sehr gute Saison. Ja. Jetzt müssen wir erst noch mal die Fußballschuhe anziehen, morgen auflaufen und einfach unsere Geschichte schreiben in dieses Spiel. Und das für mich ist jetzt das Einzige, was zählt. Alles andere, das habe ich schon 100-mal vom Gefühl her miterlebt. Erfolgsmomenten, auch andere Momente, wo es mal nicht gelungen ist. Ich habe auch die Sicherheit, dass das keine Rolle spielt in meiner Motivation, in wie wir dann wieder weiter stärker werden. Man kann alles nützen, aber ich habe ehrlich gesagt wirklich Bock auf einen Sieg morgen. Also, und ja, wer nicht? Das ist das Einzige, was zählt im Moment, noch nicht die Analyse. Ja. Klaus Bergmann. Herr Kompanie, wann ist die Entscheidung gefallen, dass Manuel Neuer nicht spielen kann? Und ist es für Jonas Urbik morgen so der nächste Schritt und irgendwie auch eine Belohnung für die Saison? Er war immer da, wenn... Was für ein nächster Schritt, Alter. So, das ist auch immer ein dummes Gelaber. Als wenn das jetzt das erste wichtige Spiel wäre, was ein Urbik für uns gespielt hat, Alter. Manuel nicht spielen konnte. Ja, also die Entscheidung ist einfach, ich weiß nicht mehr genau, wann der MRT war, aber nach dem MRT ist die Entscheidung gefallen. Und ich glaube, wir haben das schon oft ausgesprochen, dass wir in diesem Bereich, wo wir die Torwarten haben, ist nicht nur Manuel, nicht nur Jonas, aber auch Sven Ulreich, dass wir da einfach eine tolle Konstellation haben. Die arbeiten auch gerne zusammen mit Michael Rechner und das ist jetzt rein Zufall, aber Jonas hat ja tatsächlich gegen Stuttgart schon 2-mal gespielt und wir haben nicht gezweifelt, wenn Jonas zum ersten Mal im Tor stand gegen Leverkusen in Champions League. Wir haben nicht gezweifelt, wenn Jonas in Stuttgart gespielt hat. Es ist einfach so, dass wir den Jungen unglaublich vertrauen und hoffentlich spielt er gut. Aber ich glaube, den Druck eines Sieg morgen ist nicht auf die Schulter von Jonas. Wir haben Jungs, die waren hier schon öfter. Der Druck ist für Kimmich und für diese Jungs. Halleluja, zum Glück hat er den Namen ausgesprochen, Alter. Ich hab nur drauf gewartet. Wäre doch schön gewesen, wenn er noch rübergeguckt hätte und gesagt, ja Josh, der Druck ist bei dir. Und für mich als Trainer und dass Jonas morgen spielt, das ist für uns eigentlich, wir wissen, dass das auch seine Rolle ist und er hat das schon 20-mal gemacht diese Saison und hat das hervorragend gemacht. Also als Teil dieser Mannschaft haben wir sehr viel Vertrauen in Jonas. Ja, danke. Ich wechsle mal die Seite zu Ihnen, Herr Hoeneß. Wenn ich sage, Sie kommen als selbstbewusster Außenseiter, trifft es das? Und wie gehen Sie das Spiel an? Naja, Außenseiter ist er ja nicht, wenn er Titelverteidiger ist, oder? Aber klar, auf dem Papier ist er Außenseiter, aber auf den Pokalwettbewerb jetzt bezogen ist er der Titelverteidiger. Also. Ja, das ist schon eine Beschreibung, die ich unterschreiben würde. Ich glaube, wir haben es jetzt einfach hingekriegt, eine sehr gute Konstellation zu bauen, zumindest jetzt für uns. Ja, wir haben die Champions League erreicht. Das war jetzt das Ziel natürlich in der Bundesliga-Saison. Das haben wir am letzten Wochenende geschafft. Wir sind seit mittlerweile schon ein paar Pokalspielen auch ungeschlagen. Spielen jetzt das zweite Mal in Folge das Finale.
Ich glaube, wir haben jetzt schon einfach ein paar Drucksituationen in den letzten Wochen und Monaten auch gehabt, inklusive des Halbfinals gegen Freiburg, das nicht besonders gut begann, wo wir dann aber auch aus meiner Sicht großen Charakter gezeigt haben, zurückgekommen sind und das Ding dann noch gedreht haben. Im Anschluss ging es dann um die Champions League. Da hat auch jedes Spiel gezählt und die Jungs, und das weiß ich natürlich mittlerweile, weil ich jetzt seit 3 Jahren das mitmache. Begonnen hat es mit den Relegationsspielen. Das war ein Druck, der wahrscheinlich ganz anders gelagert ist als der Druck für so ein Spiel wie morgen. Und auch dort sind noch einige dabei gewesen, unter anderem Atta, der hier links neben mir sitzt. Und auch dort haben wir begonnen. Man kann sich auch mal ein bisschen selber loben, indirekt, ne? Aber ansonsten mache ich das einfach mal. Also was der Hoeneß da geschaffen hat in Stuttgart, ja, Hut ab, Alter. Ja, ist auch ein mega guter Trainer. Und daran sieht man auch, was allein ein Trainer ausmacht. Sieht man auch beim FC Bayern diese Saison, auch letzte Saison schon, ja. Und in Stuttgart sieht man das halt auch. Ja, das ist schon stark. Druckspiele auch ein Stück weit zu genießen, wäre jetzt übertrieben, aber zu spielen und daraus zu lernen und das sind viele weitere dann auch mitzunehmen. Und deswegen sind wir wohl wissend um auch den Gegner, der auf der anderen Seite steht, auch selbstbewusst, weil wir diese Spiele mögen, auch Erfolgserlebnisse aus diesen Spielen genommen haben und das ist in uns und das werden wir auch morgen mit reinnehmen. Ja, das wäre ja auch schlimm, wenn man jetzt als Titelverteidiger nicht selbstbewusst wäre, Alter. Sorry. Ja, ein Spiel, ey. Jeder, der Fußball spielt, deswegen ist ja der Pokal so interessant, ja. Weil in einem Spiel kann alles passieren. Alles. Ja, da ist es egal, ob der FC Bayern gegen 5-Ligisten spielt oder nicht. Es kann immer alles passieren, Alter. Das Spiel gegen die Bayern und dann geht es nur auf die Frage, wie wir es angehen, mit Mut. Das ist ein Finale, einfach mit sehr viel Überzeugung in jeder Spielphase, mit Mut und dadurch Momente kreieren, Spielverläufe kreieren. Und natürlich auch Phasen, in denen du daran festhalten musst, weil du durchhalten musst. Ja, wenn ich mir die Halbfinalspiele angeschaut habe, und das habe ich mehrmals, dann war auch Paris auf der anderen Seite eine Mannschaft, die, glaube ich, extrem gut war im Aushalten, im Durchhalten, weil sie einfach unter Druck waren in vielen Phasen. Das wird uns sicher morgen auch betreffen, das muss uns klar sein. Und das werden schon auch die Phasen sein, in denen du dann zeigen musst, wie gut du auch mal leiden kannst, zusammen als Mannschaft. Aber das muss Freude machen morgen, weil du dann in der Lage bist, auf einmal ein Spiel wieder zu drehen, einen Moment zu kreieren. Und genau für diese Momente müssen wir morgen richtig hart arbeiten und das im besten Sinne. Ja, hallo Herr Hoeneß, Servus Atta. Ich würde gerne mal auf einen Spieler zu sprechen kommen, der morgen sicher besonders im Blickpunkt sein wird, Alex Nübel. Die Bayern haben jetzt vor kurzem relativ deutlich kommuniziert, dass sie mit ihm jetzt nicht besonders planen. Auch in Stuttgart ist seine Zukunft, ich sage jetzt mal, noch ungewiss. Wie hat er denn diese Woche so auf Sie gewirkt? Haben Sie noch mal mit ihm gesprochen und haben Sie denn vielleicht ein bisschen die Sorge, dass es ihn morgen belasten könnte in irgendeiner Art und Weise? Nee, die Sorge habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Alex hat eine sehr gute Saison gespielt. Ist ein großer Bestandteil seit 3 Jahren auch mittlerweile dafür, dass wir... Genau. Seit 3 Jahren bezahlen wir bestimmt Minimum die Hälfte des Gehalts, wenn nicht sogar 3/4. Eine Erfolgsgeschichte geschrieben haben. Und da ist ein zentraler Fixpunkt und das wird auch morgen sein. Deswegen mache ich mir keine Gedanken. Ich spreche mit dem Alex nahezu jeden Tag, aber nicht immer über die Dinge, die ihr möglicherweise denkt. Nein, Alex wird bereit sein, wie die anderen Jungs auch. So, danach gibt es noch 2 Fragen. Eine Richtung Stuttgart, eine Richtung München. Das ist die drittletzte Frage dann. Ich habe noch eine Frage an Herrn Hoeneß. Jetzt ist gestern der WM-Kader bekannt gegeben worden. 4 Spieler vom VfB Stuttgart sind dabei, mit Chris Führig und Maxi Mittelstädt, aber auch 2 nicht dabei, die sich wahrscheinlich durchaus noch Hoffnungen gemacht haben, einen WM-Platz zu ergattern. Inwiefern
beeinflusst das möglicherweise jetzt die beiden Spieler so kurz vor einem großen Finale? Was müssen sie da an, ich sag's mal, Aufbauarbeit leisten? Und Einfach gar nicht. Was soll das die belasten? Das belastet die vielleicht, wenn das Finale rum ist. Dann denkt man vielleicht, ja, was weiß ich. Ja, aber doch nicht, wenn es um ein Finale geht, Alter. Was ist denn los mit dem? Finden Sie das vom Zeitpunkt her glücklich gewählt oder ist das für Sie als Trainer eines Vereins natürlich nicht so ideal? Ja, also ist jetzt definitiv nicht mehr der Rahmen, um sowas zu bewerten. Und das habe ich die ganze Saison schon so gehandhabt. Die Entscheidung von Julian, die gilt es immer zu akzeptieren. Und trotzdem bin ich natürlich der Trainer von den beiden und kann beurteilen, was sie im Training und in den Spielen leisten. Und das hat ja auch Julian gesagt in Bezug auf die beiden Jungs. Haben beide jetzt wirklich in den letzten Wochen und Monaten ihr Peak, Leistungspeak erreicht. Das kann ich auf jeden Fall beurteilen. Ich kann auch beurteilen, wie die Woche war. Und die Jungs wussten es natürlich jetzt im Laufe der Woche. Und da kann ich sagen, dass es in keinster Weise notwendig war, Aufbauarbeit zu leisten. Es ist ganz sicher so, dass es sie enttäuscht hat. Aber sie haben es sich nicht anmerken lassen. Ganz im Gegenteil, es wirkte eher wie Ansporn. Und das hoffe ich natürlich, dass sie das morgen in das Spiel transportieren. Hallo, Javier Cáceres, Süddeutsche Zeitung. Eine Frage an Herrn Kompany. Herr Kompany, Pep Guardiola hat heute, Entschuldigung, dass ich etwas weggehe vom DFB-Pokalfinale, aber Pep Guardiola hat heute erklärt, dass er als Trainer von Manchester City abtritt. Ich wollte Sie fragen, was er... Da muss man gleich mal nachfragen beim Kompanie vor dem DFB-Pokalfinale. Was ist denn los? Sind Sie mit Pep in Kontakt? Wird Pep jetzt Ihr neuer Co-Trainer in der neuen Saison? Für Ihre Karriere bedeutet hat und wie, und eine Frage an beide Trainer, inwiefern er Ihren Blick auf Fußball verändert hat. Natürlich schwierig, die Frage zu beantworten, wenn wir morgen DFB-Pokalfinale haben, aber ich werde trotzdem nur eins sagen. Ich weiß nicht, warum immer wieder Fragen zu dem Thema kommen. Nur weil Vincent Kompany einige Jahre unter Pep Guardiola trainiert hat. Dann kannst du doch auch Joshua Kimmich fragen. Ja, Pep war auch drei Jahre sein Trainer. Hat ihn sogar auf eine Innenverteidigerposition gestellt. Frag ihn doch. Ich habe meine eigene Persönlichkeit, meine eigene Charakter, aber meine Fresse. Dieses Vertrauen und dieses Glaube, dass ich Trainer werden könnte, habe ich zu danken an Pep. Und so groß ist sein Einfluss. Und ich war nicht der Spieler in die Kabine, die vielleicht sein bester Freund war oder der vielleicht immer geliebt war. Aber ich habe einfach unglaublich geglaubt an seine Führungsart. Und viel zu viel wird gesprochen über Taktik oder Technik oder was danach, aber es ging einfach über dieses einfach absolute Willes, alles zu gewinnen, egal was es ist im Training und immer weitermachen. Und deswegen war für mich ein Geschenk, dass ich in dieser Zeit mit ihm arbeiten durfte. Und ich weiß, dass ich dieses Hunger zum Trainer werden zu danken habe an einfach diese Jahre, die ich mit Pep gelebt habe. Und das ist das. Ich glaube, obwohl das morgen der DFB-Pokalfinale ist, verdient er auch dieses Wort von jemand aus einem Verein, wo er auch eine wichtige Rolle gespielt hat. So, letzte Frage an unsere Vertreter des VfB. Falls noch was unbeantwortet sein sollte, bitte. Herr Hoeneß, Pokalfinale ist ja an sich schon was Besonderes. Inwiefern ist es vielleicht noch mal ein bisschen spezieller, dass es mit dem FC Bayern gegen die beste deutsche Mannschaft geht und auch gegen einen Verein, wo Sie ja auch selber eine Historie haben und eine persönliche Beziehung? Ja, das macht es wahrscheinlich noch mal einen Tick spezieller. Aber in erster Linie geht es wirklich darum, und das hatte ich ja auch direkt nach dem Freiburg-Spiel schon gesagt, dass wir uns jetzt messen mit der Mannschaft, die es in Deutschland seit Jahrzehnten, aber jetzt in beeindruckender Weise auch in den letzten 2 Jahren zu schlagen gilt. Das sind die Bayern. Und natürlich, wenn du es schaffst, gegen die Bayern ein Pokalfinale zu gewinnen, ich glaube, da geht nichts mehr in diesem Wettbewerb zumindest drüber. Und deswegen ist es ein großer Ansporn, ein ganz spezielles Spiel, ein besonderes Spiel, auch in Berlin,
in Berlin gelebt. Also da kommen einige Dinge zusammen und deswegen verspüre ich sehr große Vorfreude. So, wir haben jetzt spontan noch einen Kinderreporter. Wenn du dich kurz vorstellst, du darfst jetzt die allerletzte Frage stellen. Das waren jetzt die Profis, aber jetzt kommt, glaube ich, die beste, die härteste, die wichtigste Frage zum Schluss. Bitte schön. Also, guten Abend und ich habe eine Frage an Stuttgart und eine Frage an Bayern. Meine Stuttgart-Frage wäre, wie schwer ist der Pokal und wie fühlt es sich an, den Pokal in die Höhe zu stellen? Wie schwer ist der Pokal? Die Frage beantwortest du? Ja, der ist auf jeden Fall schon ein bisschen schwerer. Also ich hatte ein paar Tage noch Muskelkater danach. Und aber trotz allem habe ich das mit sehr viel Freude nach oben gehebt. Ja, ich weiß nicht, wie schwer er ist. Er ist relativ schwer auf jeden Fall. Und ich kann dir sagen, es hat sehr viel Freude bereitet. Das war eines der schönsten Gefühle, die ich erlebt habe in meinem Sportlerleben. Und ich würde es sehr gerne wieder tun. Ja, und jetzt noch meine Bayern-Frage. Also ich bin Charlie und ich bin der Kicker-Kinderkommentator morgen und bin schon aufgeregt und ich hoffe, ich kann gut schlafen. Und wie ist das bei Ihnen so? Ja, auf jeden Fall die besten Fragen. Ich glaube, du hast mich versprochen, dass du ab morgen keine RB Leipzig-Fan mehr bist und dass du dann für Bayern supportet, oder? Hast du gesagt? Nein, meine beste Nacht schlafen ist immer vor dem Spiel. Ich habe das aus meiner Routine als Spieler zum Glück behalten können als Trainer. Also ich freue mich auf heute Nacht. Kann ich einmal gut schlafen diese Woche. Ja, also früher als Kind, als Jugendlicher war ich auch immer sehr nervös, wenn am nächsten Tag ein wichtiges Spiel war oder ein wichtiges Turnier. Heute ist es zum Glück nicht mehr so. Ich muss auch ehrlich sagen, ich genieße es dann manchmal im Hotel zu übernachten. Da kann ich schön ausschlafen und da habe ich dann meine Ruhe. Bitte. Danke dir für diese Top-Frage zum Abschluss. Ich darf euch bitten, Richtung Pokal nochmal Aufstellung zu nehmen, dass wir nochmal ein Foto von euch machen. Ja, machen wir nochmal ein Foto. Nee, machen wir nicht. Ja, wild. Ganz, ganz komisches Format irgendwie. Ich meine, ich ist jetzt nicht so schlecht, da beide Trainer sitzen zu haben und so. Weiß ich auch nicht. War mal was anderes. Ich mach's mal so. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Hoffentlich Daumen drücken. Morgen Pokalsieg. Einfahren hoffentlich. Ich wünsche uns allen ein gutes Spiel. Rot-weiße Grüße. Tschüssi.